Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Das erste Mal seit dem Bergsturz von Platten kommt Bellwalds zurück in ihr Haus, das unter Wasser gestanden ist. Es ist gerade schwierig. Aber es ist immer schwierig, wenn ich den Blick sehe. Es ist einfach so. Es ist einfach Augen zu und durch. Beide hoffen noch etwas zu finden, das im Wasser nicht komplett kaputt gegangen ist. Schade. Hast du die ganze Decke im Schade. Braten? Hast du mir? So gibt man mir ein Lied. Hast du alles im Braten? Ja, das habe ich gedacht. Gut, schau, als ich die Bilder von Joachim von Domi gesehen. Wäre er überhaupt nicht drin? Also, das ist jetzt schon gut hardcore. Ja. Hallo. Der Hans Hensen hilft seinen Freunden bei dieser Mission Impossible. Erste Grenadieruniform. Das ist alles Scheissdreck. Das habe ich vergessen. Alles als Möbel und Textilien. Schatz, komm her, schau, hast du nichts zu holen. Ja, aber ich habe, glaube ich, gerade die Dinge gefunden. Alles Abbruch. Ja. Das war von meinem Gute für die Kinder. Es wäre halt schon cool, wenn wir das zweite auch finden würden. Vielleicht hier weiter suchen. Wow, das sticht. Ja, geil, das ist alles Lebensmittel. Weil wir seit weiss nicht wie langer Zeit jetzt draus sind. Und jetzt fängt das an zu steichen. Oh, ist das grusig. Schau, meine alte Flöte. Das ersetzt Sonnenanschule. Das ist von Herrgottsgrenadier. Ist das der Frack gewesen? Ja, das ist nie mehr zu machen. Da will ich mitnehmen, aber... Nein, ach. Mal schauen, das ganz unglaublich, gell? Unglaublich. Die Bilder ist was drauf auf diesen Bildern. Ja, das sind die Bilder, weil sie nicht unnaiv sind, die Moser-Bilder. Der Arup. Das sind die Leute, die hören. Der Tobias Eisert ist seit 3 Jahren für die Swisscom im Kosovo. Jetzt geht er heim. Es macht mir ein bisschen Angst, ohne Job in Aussicht heimzugehen. Der Hasig will zurück in seine Heimat. Einer der schlimmsten Tage war es wirklich, dass ich die Ausreisepapier unterschreiben musste. Das ist SRF bei den Leuten. Heimweh. Ja, und jetzt bleibt mir nicht anders übrig, als in mein eigenes Haus hinzubrechen. Das ist noch nichts gelassen. Das war die Waschküche. Aber ja, man sieht die Waschmaschine Tömmler gelegt. So. Vom Gang unser hat der Bank geschleudert. Die Wucht, die das sehr wahrscheinlich bekommen hat. Wenn bei Deich der Bergsturz war und nachher ist einfach alles noch da und dann kommt das Wasser. Es hat eine extreme Kraft gehabt. Aber eben, in einem ganz schlimmen Ding sage ich mir immer, weiss es Steffi, wir 4 leben. Und alle anderen eigentlich, auch unsere eine Person. Auch die eine Person ist zu viel. Das war vom Kollegen, der Bruder. Aber ja, es hätte viel schlimmer sein können. Weiter geht's. Der Schutz hat ab. Ist nicht mehr unser. Es ist nicht nur der Schlamm, der Geruch und der Schimmel, die die Suche extrem schwierig macht. Das Wasser da ist so richtig kalt.
hier Ernennung zum Wildhüter. Erstens, weil er sehr ein guter Kollege ist. Und zweitens, weil es eine junge Familie ist, die schwer getroffen ist. Und wir haben vorher 15 Jahre miteinander geschafft. Sie haben gewusst, dass ihr Haus unter Wasser gestanden ist und darum so aussieht. Aber zwischen Wissen und direkt sehen und erleben, das sind Welten. Und dann mal hier unten. Schatz, die Bolle vom Morgen ist oben im Rädchen. Weißt du, dass ich das gehöre hier rein? Ich bin mondkrank in dem kalten Wasser. Schatz, komm raus. Ich stehe in dieser Dicke. Oh, ich merke jetzt gerade, dass ich die Beine nicht mehr spüre. Also dort ziehen auf. Hä? Ich kann nicht mehr rein. Ja. Ihr habt es gesehen. Alles kaputt. Die ganze Erinnerung an 51 Jahre ist alles flöte. Abortung gegen Steuch. Alles ist mit Öl und Zeug und Sachen. Ein paar Unterhosen muss fahren auf die Platte. So wie es uns sieht. Ja, abgeschlossen. Ich gehe von hier weg. Das Material, das da ist, laden und entsorgen. Ist halt so. Lieber, wenn das vorzufinden, als es kaputt gemacht, abgeschlagen. Dem muss nicht im jeden Tag ansehen. Jetzt sehe ich wieder das Material, die Erinnerungen, die da sind. Und ich sehe halt einfach, was da Material drin ist, das mir am Herzen war, weil es einfach unbrauchbar mehr sind. Einfach nichts mehr Verwerfbares. Ja. Also. Das wäre eigentlich ein Palmzweig, der das Haus schützen soll. Nach katholischem Glauben tut man am Palmsonntag einen Palm segnen und danach tut man die ins Haus. Glaube hin, Glaube her. Das war der Palmzweig. Das ist vielleicht geschützt, dass man kein Tod sein. Es hat ja auch keine Tote gegeben. Ihr seht, sie will vom Großvater noch den Stuhl mitnehmen. Irgendwas wie mal abkehren und probieren. Aber ich kann den nicht einmal übertragen. Ich probiere es. Den kannst du nicht übertragen. Mal. Nein. Mal. Nein? Komm, wir probieren es. Ich habe ja vorher eine Schuhe drüber gehabt. Ja. Du Was musst nur drüber? ein Bein. Du musst einfach nur ein Bein schauen, dass ein Bein hat. Nein, das... Du kennst dort gar nichts, hä? Du kennst nichts, ich sehe es. Scheiße. Es macht mir ein bisschen Angst, ohne Job in Aussicht heimzugehen. Ich muss aber auch sagen, vielleicht ist es auch gut, einfach mal daheim wieder anzukommen. Aber früher oder später muss ich arbeiten. Und ich glaube, daheim, wenn ich daheim ankomme, komme ich zuerst mal wirklich wieder in eine Findungsphase. Pristina im Kosovo ist seit 3 Jahren die Heimat von Tobias Eisert. Heute ist das Abenteuer vorbei. Ich möchte Ihnen allen im Namen der Schweiz danken. Egal, ob Sie kommen oder gehen. Danke für Ihren Einsatz, Ihre Disziplin, Ihre Menschlichkeit und Ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt habe ich schon ein paar Change of Commands. Das ist immer etwas Feierliches. Irgendwann hat man es dann aber auch mal ein bisschen gesehen, weil es ist ein langes Umstehen, Warten für die Soldaten. Aber es gehört wie zu unserem Job. Also das ist halt das Zeremonielle, das gehört dazu. Wenn Sie dann doch einmal etwas Heimat brauchen, helfen Raclette oder Fondue im Swisshaus. Es ist doch immer wieder schön, vor allem jetzt haben wir bei uns im Change of Command noch einen Gastredner gehabt, den Herr Botschafter, Jürg Sprecher, wo auch noch die Worte gerichtet hat an die Truppe, an uns, bedankt für den Einsatz und am neuen Kontingent viel Glück gewünscht hat für die nächsten 6 Monate. Das ist schon etwas Schönes.
Aber ich muss jetzt wieder heimkommen. Ich muss jetzt wieder den Einstieg schaffen in die zivile Welt, in die Schweiz. Aber auch sicher meiner Familie, Kollegen, Partnerinsliebe und auch für mein soziales Umfeld. Ich habe immer ein bisschen aus dem Fenster geschaut, seit die Nachbarn immer wieder geweckt, hey, da ist Split, hey, da ist Dubrovnik, dort, wo wir drüber geflogen sind. Da habe ich immer geschaut, wann sind wir jetzt über die Grenze, wann sind wir im Schweizer Luftraum. Dann, wo wir so über Venedig geflogen sind, habe ich gewusst, jetzt geht es nicht mehr lang. Und plötzlich im Horizont sieht man, wie 2 kleine schwarze Pünktchen grösser werden. Und dann sind sie hinter uns angeflogen und es ist sehr eindrücklich, so einen Kampfjet so nahe zu sehen. Vor allem, die fliegen wirklich nahe am Flugzeug. Man sieht das grosse Ganze, die Armee. Es ist nicht nur wir im Friedensförderungsdienst. Wir haben eine Luftwaffe. Wir werden begrüßt von der Militärmusik. Dann gibt es noch das ganze Heer, Panzertruppen. Es ist einfach schön, wenn man sieht, dass alles ist zusammen vereint und man arbeitet zusammen, man respektiert gegeneinander und dass ein F-18-Pilot an uns heranfliegt mit dieser Maschine, die riesig ist und uns überwinkt. Ist cool. In Malaysia ist der Hasik Salim zusammen mit seinen beiden jüngeren Schwestern und seinem Göttibub, dem kleinen Noah, am Shoppen. Ich bin häufig im Malls, weil es draussen zu warm ist. Und man verbringt halt Zeit im Malls, weil es kühler ist. Und dass es eben ein Alltag ist da in Südostasien, würde ich mal sagen. Wir gehen jetzt zum japanischen Restaurant und wir gehen Sushi essen. Weil ich schon lange Sushi essen. Ich glaube, 44 Tage lang habe ich gewartet, weil ich ja Geburt gegeben, also an der Noah. Und deswegen kann ich jetzt nach 44 Tagen erst mal Sushi essen. Ich wollte das schon lange essen. Sushi ist mehr als einfach etwas zu essen für die drei. Ihr Vater hat sich in der Schweiz einen Namen als Sushi-Meister gemacht. Okay, thank you. Seit ich auf der Welt bin, ist er für mich da. Es waren nicht meine Eltern, die sich um mich gekümmert haben. Die beiden haben gearbeitet. Der Hasik ist mein Zweitvater geworden. Er war immer da für mich. Am Anfang war ich nicht so eng mit meiner Schwester. Ich war ziemlich grob und habe immer ihre Spielsachen kaputt gemacht. Jetzt sind wir aber beste Freundinnen. Ja, sehr eng. Jetzt fragen uns alle, ob wir Zwillinge sind, weil wir so eng miteinander verbunden sind. Ich bin ein bisschen wie deine Mutter. Ja, ich habe 2 Paar Eltern. Ich bin einfach glücklich, euch so zu sehen. Und so ist etwas geworden und ich bin einfach ein bisschen stolz auf mich selber. I'm proud of myself. Meine Eltern haben die Wahl, in die Schweiz zu gehen und auch dort zu arbeiten. Und wir haben das Wahl nicht, weil wir eben nicht den Job machen können, den sie machen. Also, ja, in dem also für mich. Für dich, ja. Für mich war es so. Ich bin froh, dass sie wieder zurück können. Aber was du gesagt hast, auch ein bisschen neidisch. Neidisch, ja, das ist es, ja. Dass sie zurück können und wir nicht. Aber
Das Leben ist nicht immer fair, das verstehe ich auch. Aber ich bin für sie froh. Ja. Ich war happy. Es hat mir eine Hoffnung gegeben, dass unsere Eltern wieder zurück in die Schweiz, dass wir vielleicht die Chance auch noch hätten. Das hat mir die Hoffnung gegeben. Die Eltern Rose und Salim leben den Traum von ihren Kindern. Sie wohnen und arbeiten in Zermatt. Nach dem Tod der Großmutter haben sie wieder zurück in die Schweiz können, weil der Salim als Sushi-Meister einen Job bekommen hat. Da hinten auf diesem Bänkchen sind wir oben gehockt, haben einen Kaffee genommen, ein bisschen gepäuselt. Der Hasik, Zaida und ich. Das ist ein Ort zum Relaxen, zum ein bisschen spazieren. Ja, genau, zum Wandern und manchmal auch zum Schlitteln. Mit so Stecken haben wir abends Töne gemacht und gespielt mit dem Hasik. Das sind alles Erinnerungen. Zaida war dann noch klein. Sie kann sich nicht an das erinnern. 2012 haben wir die Entscheidung getroffen, zurück auf Malaysia zu gehen. Ich glaube, das war nicht die beste Entscheidung. Ich verstehe meine Kinder. Die wollten hier bleiben und hier leben. Eine harte Entscheidung. Ja, wir haben uns falsch entschieden. Ich bin selber enttäuscht davon. Das war wegen meiner Mutter. Genau, sie war krank und wollte, dass wir zurückkommen. Zum Glück hat das Kind verstanden, dass die Familie wichtig ist. Das ist alles, was wir in 2012 machen konnten. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mich anders entscheiden. Es war ein Fehler. Ich musste das lernen mit der Beziehung, mit der Freude, mit dem Kind, dass man ans Meer geht und in die Ferien geht und hier geht. Sonst lebe ich eigentlich in einem Tal, wo die Leute keine Ferien machen. Und dann sage ich immer meiner Frau, aber was wollen wir in die Ferien? Wenn alle Leute hierher kommen, für Ferien zu machen. Genau das ist heute aber der Plan. In die Ferien für 2 Tage im gleichen Kanton. Ja, Coco. Kappe nehmen dir. Und dann hat ihr was. Schatz? Ja. Bist du heute weg? Wahrscheinlich bin ich weg. Glaube. Wenn du mir hast gepackt. Einfach mal die Tapete wechseln. Es ist eine kurze Zeit, aber immerhin mal etwas Kurzes. Ich sehe es halt jeden Tag, das Ereignis. Und wenn wir jetzt natürlich einmal 2, 3 Tage auf Zermatt gegangen, dann hat man andere Gedanken. Dann kommt man wahrscheinlich nicht gerade alles stündlich auf das Angerät, muss da auch nicht Auskunft geben. Und dann kann man einmal vielleicht abschalten. Die kleine Auszeit ist ein Geschenk von Zermatt Tourismus an die Plattner, die alles verloren haben bei der Katastrophe. Frühstück. Ich bin eigentlich nicht der Mensch, der in dem Sinn gerne Ferien macht oder gerne eine Veränderung hat. Ich bin eigentlich konstant gerne mit uns im Tal. Sei es beruflich, sei es von der Freizeit her. Und das Packen und dann an ein anderes Ort schlafen, das war schon früher so. Und ist jetzt so nicht anders. Ich bin sehr ungern als auswärts. Ach, tote Katze. Der Papa hat ihn überfahren. Nicht gerade so gut aus mehr, aber der Tiger ist Tiger. Was tue ich jetzt? Hier gerade im Wild hier alle im Kollegen und dem melden, der es gefunden hat, kann es auch wegräumen. Oder im Besitz abschicken. Aber hier liegen, der fährt da noch Hunderte drüber, das ist nicht schön. Das war der Zuchtkater, von seinem Glas nicht mehr haben. Der Zuchtstier. Der Zuchtkater. Wieso fährst du durch mein Gebiet? Weil ich jetzt 2 Tage auf Zermatt gehe. Was gibt es Zermatt machen? Die vom Plateau haben schon eingeladen, dass sie sich da kennen, auf andere Gedanken zu kommen. Und meine Freude mit dem Kind hat ich hier einwählen. Und jetzt gehe ich mit ihnen 2 Tage hier ein. Das ist ja cool. Bis bald. Jawohl. Ciao, Reto. Ciao. Zermatt ist frisch, andere Oberwollen.
eigentlich fast wie ein anderes Land. Das ist einfach viel größer, es ist touristisch sehr stark geprägt. Und hier dürfen ziehen auf Einladung ist schon noch speziell für uns. Hallo. Ja, eigentlich. Weißt du, sag mal durch. Sorry. Es geht ein bisschen länger. Hallo. Stefanie, freut mich so. Wow. Manchmal haben sie so ein bisschen Angst wegen... Aha, ja, das ist klar. Siehst. Ja, da siehst du gerade, wer drum umgeht. Sorry. Sorry. Gehen wir schauen. Gut, geh. Also das Zimmer wäre mit Badwanne und das andere ist mit Dusche. Und der Fernseher. Ah, Fernsehen. Ah, genau. Wir sind auf Zermatt gekommen, das Fernsehen. Darüber haben wir keine Zeit. Ich finde es jetzt gerade schön, einmal ein bisschen einfach einmal weg zu sein. Und einmal einfach sein. Ja, ein bisschen Pause. Man kann auch mal abschalten. Man hat nicht jeden Tag die 2,5 Kilometer Schuttberge vor einem. Ich muss nicht jeden Tag neben meinem Haus vorbeifahren, das jetzt aus dem See ist aufgetaucht und im Morast drin ist. Und auch so sicher mal ein paar Stunden auf andere Gedanken kommen. Ich bin jetzt daheim, bin zurück in der Schweiz. Jetzt geht es weiter mit dem Leben hier daheim und nicht mehr im Ausland. Solothurn wird Tobias zusammen mit seinen Kameradinnen und Kameraden in die zivile Welt entlassen und gehrt für den Einsatz im Kosovo. Da stimmt etwas nicht. Kontingent 52, rund! Ausgerechnet heute ist der Tobias nicht voll mit dabei. Ich habe meine Stabskiste, also eine grosse Alukiste, die Stege runtergetragen. Die erste Stege ist gut gegangen. Dann nicht mehr konzentriert bei den kleinen Stegen. Es hat noch geschneit bei uns und dann war alles rutschig. Und dann hat es mich hinten rausgerührt und die Kiste ist mir leider aufs Knie drauf. In diesem Moment ist es einfach auch Stolz. Stolz dürfen für die Schweizer Armee so zu dienen, aber auch Stolz für einen selber, dass man es gemacht hat, vor allem 3 Jahre gemacht hat. Und es ist nicht etwas, das jeder Schweizer macht. Im Publikum sind auch die Eltern. Fehlen tut seine Freundin Stefanie. Sie ist noch in den Ferien. Es ist noch ein bisschen surreal. Ich glaube, merken werde ich es erst jetzt heute, wenn ich mit meinen Eltern heimfahre, dass ich jetzt fertig bin. Und bis dahin ist es irgendwie noch. Ich habe ja alle Leute um mich, immer noch, die ich jetzt die letzten 6 Monate, die letzten 3 Jahre verbracht habe. Korpskommandant, Staatsadjutant einsetzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke auch. Merci. Ja, jetzt ich bin schon recht aufgewühlt. Ich meine, jetzt allen Kameraden Ciao sagen, wo man jetzt doch mit Paaren sogar 3 Jahre zusammengearbeitet hat. Paaren 6 Monate. Das ist halt eine ganz andere Bindung, die man zueinander aufbaut. Und jetzt sagt man Ciao und es ist jetzt nicht so, dass ich sie morgen wieder sehe oder in 2 Wochen, sondern vielleicht erst in einem Monat, 2 Monate, 3 Monate, gar nicht mehr. Ich weiß nie, ja. Die gemeinsame Zeit im Kosovo hat zusammengeschweißt und den Tobias prägt. Alles gut, dir auch. Danke, ich wünsche dir das Beste. Ja, gleichfalls. Ein Hintertürli bleibt immer offen, wieder zurück zu gehen. Bitte nicht 2 Monate wieder an. Mach den Scheiß. Ja, jetzt geh umziehen. Die Eltern von Tobias warten schon seit einer Weile darauf, dass ihr verlorener Sohn endlich wieder heimkommt.
Tschüss, hallo da. Hoi. Ja. Hey, Tobi, was hast du gemacht? Noch umgekehrt vor 5 Tagen. Oh nein! Wo haben die parkiert? Weiter weg? Nein. Dann hole ich schnell die Tasche und komme gerade über Geht das da oben. weiterstehen? Ja, es geht. Ja, also ich freue mich extrem. Also eine lange Zeit kann nachher. Ja, ja, es ist speziell, dass weißt, so zu wissen, dass er jetzt wieder ganz daheim ist. Er ist ja immer wieder gekommen und dann ist er einfach wieder gegangen. Und das ist jetzt, ja, jetzt bleibt er. Jetzt ist er da. Gehen wir rüber? Nein. Ich als Milizler, Militär, ist eine toxische Beziehung. Man liebt es und hasst es. Also, nein, wenn es anruft, komme ich wieder. Spass. Ich glaube, jetzt fängt es erst richtig an. Auch noch. Ich meine, ich habe vor, weiterzumachen. Es ist einfach... manchmal hat man so die Schnauze voll, man will einfach gehen. Kaum ist man gegangen, vermisst man es. Es ist ein Kommen, es Gehen. Aber irgendwie, man kann nie davon wegkommen. Es ist ein Teil von mir, es ist ein Teil von meinem Leben. Einfach aufhören. Denke ich auch, für was habe ich denn die letzten 3 Jahre gemacht? Kiste drauf. Ich bin froh, dass sie dort sind, dass sie zurück können. Ich hoffe einfach nur, dass wir eines Tages die Chance auch hätten. Vor gut 30 Jahren ist die Familie Salim auf Zermatt gekommen. Der Hasik ist hier als Exot mitten in den Bergen aufgewachsen. Is a new school? New school, ja. Yes. People call him Jackie Sie haben ihm Jackie Chan gesagt in der Schule. Weil er der einzige Asiat war mit schwarzen, glänzigen Haaren. Black hair, shiny hair. How to say, fluffy and shiny. So he's so happy. Er war so glücklich und hat viele Freunde gehabt. Er ist gerne hier in die Schule gegangen. Der Hasik ist ein Schweizer und kein Malai. Ein richtiger Schweizer Bub, von klein auf. Ja. Hasik. Ja. Jackie Chan. Jackie Chan, ja. Ich glaube, seine berufliche Zukunft ist rosig. Er hat noch Zeit. Er ist noch jung. Aber das Problem ist, er muss ein asiatischer Spezialitätenkoch werden, um überhaupt eine Chance zu haben, in der Schweiz zu arbeiten. So habe ich das verstanden. Ich sage ihm immer, wenn du ein guter Koch werden willst, ist es nicht einfach, erfolgreich zu sein. It's not easy to become success. That's your first working place. Da hast du als erstes geschafft. Ich weiss noch, ich habe den Hasik immer aufgeklopft, dass er dich sehen kann. Weißt du noch? Okay, now you see it, now you don't, now you see it, now you don't. You remember? A lot of VIPs. Es sind viele VIPs und Künstler hierher essen. Die haben immer gefragt, wo ist der Koch Salim? Wo ist der Koch Salim? Hier, da bin ich. Heidi Klum und Naomi Campbell sind hierher gekommen. Das hat mich gefreut. Mir hat man sogar mal mit Foto auf einer japanischen Zeitung gesehen. First page. Ja. Ja, we hope that, yeah. Wir hoffen einfach, der Hasik könnte wieder zurückkommen, zusammen mit der Saida. Dann könnten wir wieder zusammenleben. And to say, live our life again. Das ist gerade sehr traurig. We hope that they could come again, right? Wir wünschten uns, sie wären wieder da. Ich möchte meine Familie zurück. Ja. Ja. I want to bring back them here. Ich wollte sie hierher zurückholen. Und ich habe wirklich alles probiert. But difficult. Aber schwierig. Jetzt sind sie erwachsen.
Und jetzt habe ich ein Grosskind. Hoffentlich können sie gleich zurückkommen. To live the life again, to experience, Zum da leben, wo sie aufgewachsen sind. Da sind sie im Kindergarten und in der Schule. Yeah. They went to kindergarten. Der Hasig hat sogar in der Schweiz angefangen zu arbeiten. Hasik even worked here Es ist before, einfach traurig. Yeah, so it's sad. Ihr Sohn hat weder den Schweizer noch einen EU-Pass. Das bedeutet, er kann nur in der Schweiz arbeiten, wenn er einen Job als gut qualifizierter Spezialist findet. So ist das Gesetz. Sein Vater ist als Sushi-Meister genau so ein Spezialist. Der Hasig ist aber noch nicht so gut wie sein Vater. Willst du ihn mir geben? Nein, er ist ganz ruhig. Er ist ganz ruhig jetzt. Okay, dann. Ken, we're having your favorite food. Ja, eines Tages wird er dann auch Sushi essen. Mhm. Musst du ihm das Natürlich, beibringen, es gell? liegt mit der Familie. Es liegt mit der Familie, ja. Gell? Ich will nicht aufgeben. Ich persönlich will nicht aufgeben. Ich weiß nicht, wie es dir fühlt. Nein, sicher nicht. Also, Ich würde immer einen Weg finden. Natürlich. Ja. Oder eine Option finden, wie wir wieder Also, zurückkommen. Momentan, wo wir bis jetzt haben es überlebt, also Ja. 10, 15 Jahre da in Malaysia. Nein, ich bin jetzt wirklich 14 Jahre. Ja, okay, 14 Jahre. Ja. All das, was wir gemacht haben, ist, wir versuchen Geld zu suchen, so dass wir jedes Mal in der Schweiz Ferien machen können. Ja. Jeden Winter. Also das ist das. Weil, wenn wir keinen Job jetzt bekommen und wenn wir jetzt nicht in der Schweiz gehen können, dann das ist das, was wir machen können. Weißt du, das nächste Mal, wenn ich vorbeikomme, bringe ich mein Sushi-Messer und all die Sachen mit. Mhm. Machen wir Sushi machen daheim. Ist gut? Open Bar. Ja, Sushi Open Bar. Open Bar. Oh. Ja. Papa? Ja, Papa ist. Come on. Papa ist anderes Level. Er ist legendär. Die Fernbeziehung hat es wirklich nicht einfach gemacht, aber ich glaube, für mich war es einfacher als für sie. Ja, ich freue mich sicher, dass Steffi heute wiederkommt. Ja. Also wiederkommt. Ich bin ja jetzt zurück eigentlich, aber sie kommt jetzt von der Ferien. In der Wohnung von seiner Partnerin sieht es schon ziemlich nach Zügeln aus. Die beiden ziehen in einer Woche das erste Mal zusammen in die neue Wohnung. Ein Paar sind die beiden seit einem Jahr. Ja, jetzt freue ich mich einfach, sie mal in den Arm zu nehmen und wieder mal zu sehen und Zeit mit ihr zu verbringen. Hoi. Ich habe mich so vermisst. Wir haben es geschafft. Ja, ich gehe nächste Woche wieder. Das ist nicht lustig. Ja, ich hab voll zittern. Mir ist mega schlecht geworden im Bus vorher, weil ich mich so gefreut habe. Ich freue mich riesig. Wieder da zu sein. Das ist für mich ein grosser Schritt oder für uns, für die Zukunft, eben mit unserem Daheim, wo dann hoffentlich vorerst mal so, so für uns bleibt. Mhm. Und ja, jetzt ist halt einfach ein Miteinander und es ist bei kleinsten Situationen, manchmal habe ich es mir gewünscht, dass er da gewesen wäre. Jetzt, wie schlimm ist es? Nicht wirklich im Fall. Oh. Ich habe das Gefühl, ich habe es voll schlimm hintergelassen. Nein, ich habe gemeint, ich habe es schlimm. Nein, gar nicht. Oh, Also ich habe dort noch die schade. Boxen aufgestellt. Das ist, glaube ich, der grösste Blumenstrauß, den ich je Die gehabt Mist. habe. Oh, wie schön. Die schmecken fein. Es ist schon viel besser im Fall. Glaubst du? Schon? Ja. Oh, schade. Ein tiefer Puls. Und ich vermisst. Du gehst nicht mehr dort runter. Ja, genau. Ja.
jetzt noch nicht. Nein, eigentlich kann ich es nicht. Einfach Zeit miteinander, alleine zu verbringen. Ja. Nicht mehr immer, jetzt noch 3 Tage, jetzt sind es so 2 Tage, sondern einfach jeden Abend beieinander sein. Und dass es nicht mehr so Situationen gibt, wo man sich allein gelassen fühlt, wo man sich denkt, hey, jetzt wäre ich gern beim Tobi, oder wo er sich vielleicht manchmal auch ein bisschen blöd gefühlt hat, wenn er halt nicht rum sein konnte, das jetzt alles hinter uns zu lassen. Und jeden Abend einfach zusammen aufs Sofa sitzen. Ich freue mich. Heiß ja. Ich freue mich so, dass du da bist. Ja, und ich muss dir recht geben. Ist doch schnell vorbeigegangen. Oh, jetzt ist für alles gesorgt. Danke. Bitte schön. In Malaysia sind die 3 Geschwister und das Baby Noah zurück von ihrem Sushi-Essen. Es sind alle ziemlich müde und es ist wie meistens typisch und heiß. Ich schnell am Boden, ist gut. Welches ist das? Das ist das da. Das da, oder? Okay, gut. Was heißt das? Passage Mode? Ja. Geht nicht auf. Was? Es geht nicht auf. Scheiße. Warte kurz. Ja, kannst du vielleicht Dings da? Nein, ich habe keinen Schlüssel. Hast du keinen Schlüssel? Also, hast du die Schlüssel nicht? Nein, es ist die Hei. Versuch's nochmal. Oh nein, warte, das da. Warte, was ist mal das? Ja, scheiße. Ja, was machen wir jetzt? Ja, ist das euch mal passiert? Ja, schon mal passiert, aber... Wie habt ihr das dann aufgemacht? Ja, mein Mann ist... Er ist beim Fenster. Durch die Fenster? Durch das Fenster. In dem allerersten? Ja, also das können wir jetzt auch machen, aber wir sind... Also ich würde das jetzt nicht gerade empfehlen, aber... Ich werde in ein paar Monate Vater. Ich will das sicher nicht riskieren. Oh mein Gott. Kannst du nicht Gib mir Karte. vom Management oder so? Ja, warte. Gib mir Karte. Ich gehe kurz runter. Weil das ist halt ein bisschen blöd jetzt. Okay, warte. Ich komme gerade. Solange das Baby noch pfuset, ist die Situation okay. Sollte es aber Hunger bekommen, wird es ungemütlich. Und das kann jeden Moment der Fall sein. Da überklettern ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Aha. Okay. Der Hasig telefoniert mit seiner Mutter in Zermatt. Mehr als moralische Unterstützung kann sie aber auch nicht geben. Pekerjaan sajalah pusing-pusing kan. Okay, also. Ja. Security guard will come. Okay. Und dann? Er hat gesagt, dass er bringt so eine Powerbank, um das da reinzustecken und so aufladen, weil wir keine Batterie mehr haben. Oder? Man kann so eine Batterie mit so einer 4-eckigen Batterie einfach da reinstecken und dann wird es da aufladen und dann können wir es aufmachen. Aber hast du das? Ich schaue mal kurz im Auto. Ist gut. So. Ich habe das jetzt einfach mal von einem Gerät jetzt geholt fürs Autobahngebühr, oder? Und ja, ich hoffe, dass es klappt wirklich, weil von der Dings her sieht es eben gleich aus, also wie an der Tür. Hey, ich habe es gefunden. Genau, das ist es. Ist es die Richtung? Ja. Ist es die Richtung, gell? Probier mal. Also, Reinstecken. muss ich dann irgendetwas drücken oder ist es Nein, einfach so reinstecken? Einfach reinstecken. Reinstecken, oder? Warte, ich schaue schnell, ob das jetzt die Richtung. Das soll eigentlich gehen. Oh. Endlich mal. Okay, komm. Stell rein. Danke. Komm, stell rein. Adik angkat beg ni sekali, kan?
Zum Glück. Okay. Oh. Oh man, kannst du dir das vorstellen, während wir jetzt noch wie viele Stunden da draußen Ich habe keine Lust mehr im Fall. Okay. Kurz nach dem Bergsturz zu Platten hat es von den Behörden geheißen, wir bleiben und bauen unser Dorf wieder auf. Aber erst seit heute weiss man, dass das auch wirklich möglich ist. Der Kanton Wallis hat die neue Gefahrenkarte herausgegeben und dort sieht man, dass ein Teil von Platten wieder gebaut werden. 2026 sollen die ersten Menschen in ihre Häuser zurückkehren. 2029 dann der Großteil der Bevölkerung zurück sein. So die Roadmap. Also ich war geschockt und auf eine Art habe ich es aber auch ein bisschen gegönnt. Und dieses Haus ist jetzt hier und hier die Parzelle hier, wie das Blaue dran. Also eigentlich genau bis ans Rand dran haben wir das Bauland gehabt, wo jetzt der Hals gerade in der roten Zone drin ist. Das geht alles daraus. Nicht wegen dem Bergsturz, nicht wegen Leuwiggefahr, sondern rein durch den Rückstau von der Lonza. Oh, da kannst du einfach nicht mehr bleiben, aber die, die ja bestehen, sind geblieben. Ja. Oh, okay. Und die, die am Wasser waren, werden wahrscheinlich abgezogen. Ja. Der neue Dorfkern wird hier stattfinden. Hier. Und angegliedert an die Siedlungen hier, da. Das Wasser wird nicht mehr hier durchgehen, das Wasser wird hier gehen. Durch das kann man das hier aufschütten und euch bebauen. Und dann kann man hier den ersten Kranz machen, und dann kann man eine Grünfläche machen, einen kleinen Abhang, einen zweiten. Und dann hier ging ich wahrscheinlich die Straße hier durch machen, oder sie machen dann hier Verbindungen in diese Straße, die sie jetzt hier macht. Aber ich stelle mir schon, dass da ein Dorfkern entsteht mit Mehrfamilienhäusern, mit Einfamilienhäusern, mit dem Gemeindehaus, mit der Kirche, die selbstverständlich da gehört, mit dem Friedhof, der nach die Kantonstrasse drunter durchgeht, wo die Kinder in den Bus einsteigen und uns auf Kiepel oder Weiler in die Schule gehen. Also das sind schon die Visionen, die man haben muss. Man muss ja etwas träumen, sonst kannst du ja sowieso aufhören. Wenn du daran nicht mehr glaubst. Genau. Darum gibt es mit uns momentan nur Plan A. Und der Plan B kommt erst, wenn es nicht geht. Gell? Ja. Hast du denn einen Plan B? Ja, aber ja, der gibt es dann erst. Aha, okay. Wenn der Plan A nicht geht. Ja, es gibt nur A. Ach, so viel haben wir es her. Vielleicht noch gelesen. Es sind ja die Familiensippen, die dann an der Dörfer waren, die das euch geprägt haben, die du jeden kennst und von jeder Familie halt zu viel hast gewissen, halt euch. Aber das ist die Gemeinschaft, die fehlt. Es ist die Dorfmusik, die durch das Dorf geht, ein Zapfenstreich spielt. Es ist der Kirchenchor, der singt. Und das fehlt dir einfach. Wenn ich hier in so einer Kirche bin, ob ich da bin oder nicht da bin, muss ich ehrlich sagen, im aktuellen Moment hocke ich da. Ja. Wollte aber auf der Platte sein. Das ist das so. Das Küchenfenster war eigentlich noch nicht so gäbig. Die Sehnsucht nach ihrem selber gebauten Haus zu Platten ist riesig. 1000 Erinnerungen an das alte Leben. Geil. Das ist die erste Kommunion, oder was? Das ist das letzte Fest, das wir daheim gekommen haben. Siehst du, jetzt hier hat es eigentlich alles, was wir dort gekommen haben, habe ich das Gefühl, es ist perfekt. Und einen Monat später hat es gemacht. Boom. Ich muss sagen, es ist einfach alles ein hoher Scheissdreck. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».